Welkom, deze zondag is van de Ruen Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden, dem Jesus Christus navolgen. Wir hopen deze zondag wordt je aansporen dem Jesus Christus beter navolgen. Gottes Segen. Hallo, mijn naam is Pastor Quentin Unger en ik wil vandaag een korte aandacht metdelen wat God mij om wat gelegd heeft. Ik wil vandaag aan Ruen en Vereiwen reden. We zijn grootste Weihnachtstijd doorgegaan en van wie aan Heldio denken down en van reden down, we denken verken aan tijd opnemen van de arbeid, zodat we kunnen ons verrijven. En we merken ons bij zo druk, wanneer we over de Heldio zijn, dat als verken van de Heldio voorbij zijn, we zetten verken meer als we weer eier de Heldio aanvangen deiden. En dan 2020 brach, en we weten het alle, coronavirus, en alles wat toen met komen deed, de government, die heeft restrictions. We kunnen niet met andere top komen, top zomen zoals we willen. Besonders hier in Ontario in de Weihnachtstijd, wie dat we zelf niet met andere mensen top komen, wat niet in onze familie zijn. En wanneer we mensen reden, ik vind dat vele van ons zijn meid. We zijn meid van proeven uit te vinden wat zo is. We zijn meid van de zorg wat komen deed met dit. We zijn meid en vele van ons juistlich dreig. So ik wil van deel zijn, wat kunnen we doen wanneer we meid zijn? Wat kunnen we doen dat we ons verrijven kunnen? Ik geloof eerst moet we zijn door als een onderscheid tussen Rue en Vereiwen. In Engels zeggen we worden een break nemen. We're going to take a break and to rest. So wat meint dat in Ruen en Vereiwen? Ik geloof een bijspel wat ik kan brengen, dat het vielleicht met erklären wat ik meine is. We zijn wie een Ama. En een Ama die heeft een loch en ik geloof die van ons wat op de vorm zijn opgewassen, vielleicht zelf wat water te de heine, de Schwein brengen. En we nemen een Ama en van den loch heeft, dat is een beetje orde. En we vullen den Ama ganz ab en wanneer we wat doen zijn, wo we de Schwein willen dat water geven, dan is de Ama hofladig. En zo is het met velen van ons. We hebben beste dingen in ons leven wat ons meid merken dat wat in ons is, dat Rue ranen deed. So wat deed Rue dan? Dat is een beetje als den Armer, dat Loch wat in den Armer is, toom merken, zodat niet meer, de water niet meer Rue schillen deed. Aber Vereiwen, abchargen, dat we opgefresht zijn, dat is meer als bloos dat op hier moet doen, wat ons meid merken deed. En dat is den Armer fresh opvallen, dat de Armer vol is. Ik geloof in vele wat we merken doen, we doen bus Ruen en niet Vereiwen. We doen den Lochtau merken, maar we doen ons niet fresh opvallen. So wat leert de Bibel ons, wanneer we ons meid feilen, wanneer we ladig zijn, so te zijn, wanneer we voelen ons dat we ganz uitgespeeld zijn, wat zullen we doen? Ik ga de versen wat er nog bekend zijn, en die wil ik voor ons van deel lezen, zijn in Matäus, kapitel 11, 28 tot 30. Dit zijn zeer bekende versen, maar ik geloof dit zijn passen voor ons van deel. Komt alle naar mij, die je euer schwore losen gaan en bedruk en meid zijn. En ik wil junt Rue geven. Laag junt mijn joch op en leert van mij. Wilt ik zie schonmoedig en van horten duimoedig. En je worden Rue vingen voor jullie zeilen. Wilt mijn joch dreigt niet en mijn last is leicht. Vielleicht val je een beetje zo hier zijn dat je schwore losen schwore losen gaan en val niet bedreigt. Vielleicht zijn je zo hier zijn dat meid. Je bent meid. So wat is het dan wat ons meid merken dat? Dat is het eerste ding wat we zullen vragen. Dat is goud, dat we weten waarom zijn we meid. Waarom val we ons bedreigt. Zodat we kunnen den Loch wat in ons armen is, merken dat het niet meer uitranen deed. Vielleicht is dat we merken ons veel te druk met dingen wat niet eeuwig zijn. Vielleicht zijn dat dingen wat we metdrehen van onze hintergrond. Vielleicht zijn dat dingen wat we drehen doen en schwierigheden wat we durchkomen.
Vielleicht sind dort unsere Gemeinschaft mit unseren Freunden, mit unserem Partner, mit unserer Familie zuerst. Was immer die Dinge sind, was uns mitmerken, werden wir die Dinge proben, dass die einmal gemerkt wird. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir sein der Unterschied zwischen Ruen und Vereiwen. Ich glaube, viele von uns, wenn wir mit sind, was wir tun ist, wir nehmen bloß einen Break. Wir tun uns proben, unsere Gedanken aufzunehmen und von dort, was uns mitmerken wird, und dann an was anderes sagen. Und das ist gut. Aber das ist bloß in der Weg zu sein, den Loch zu merken. Für eine gewisse Zeit schafft das. Aber das wird nicht uns einmal frisch abfällen. Aber der erste gerade Weg, wo wir uns vereiwen. Und dort sind wir nicht letzte Paar. Und Jesus sagt, ich war jünt Rü geben. Jesus ist der, was uns vereiwen wird. Wenn wir Jesus Christus nur vor ihr sind, wir sollen nach Arm gehen, dort er kann uns Rü geben, dort wir können uns vereiwen in Arm. Dann sagt Jesus wieder in 9:20, er sagt, lag jünt mein Joch ab und lehrt von mir. Was ist das, was wir sollen von Jesus lernen? Jesus nimmt Zeit, um sich vereiwen. Und was tut Jesus? Wir sehen viele Forschen, viele Geschichten in den ersten 4 Büchern in dem Neuen Testament. Wir sehen, dass Jesus ging abhört. Und es ist nicht, dass er schlupen hat. Das ist nicht, dass er vielleicht in TV anmerken hat. Das ist nicht, dass er nur sein Phone ging. Was tut Jesus, wenn er sich vereiwen will? Er nimmt Zeit für sein Vater. Da wir, wenn er Gemeinschaft hat mit seinem Vater, wenn er in seinem Vater sein Jängen wird, dort ist, wo er sich frisch abgefrischt wird, und das, wo er wahre frische Kraft finden hat. Und dann sagt er wieder, wir sollen von ihm lernen. So, was ist das, was wir von Jesus Christus sollen lernen? Dort ist die Wahrheit, was an Jesus Christus ist. Du hast keine größere Wahrheit als die Wahrheit, was uns nur Jesus wiesen wird, und die Wahrheit, was uns lernen wird, wo wir ewig ein freies Leben können haben in Jesus Christus. Ist dort die Wahrheit, was wir finden tun? Ist dort die Wahrheit, was wir annehmen tun? Ist dort die Wahrheit, was wir ausleben tun? Ich glaube, und ich tue mich hier in das an, wenn wir würden mehr Zeit nehmen in Gott sein Wort, lieber ist an uns von sein. Lieber ist dort unser Segen, was das nicht News ist. Was das letzte von der Coronavirus ist. Was das letzte von der Politik ist. Und alle Dinge nicht so viel wir tun, ist Gott sein Wort. Ich glaube, viele von uns würden nicht so weit sein. Wir nehmen nicht die Zeit, um uns Leuten vereiwen durch Jesus Christus seine Wahrheit. Und dann was von der Rü kommt dann? Erst dort wir uns physical Rü fingen dann. Das ist interessant, was er hier sein wird. Und er sagt, je wollen Rü fingen für jene Seelen. Die Rü, die Vereiwen, was kommt von Jesus, dort ist eine Rü für unsere Seele. Dort ist wichtig, dass wir Zeit aufnehmen von der Arbeit, so dass unser Körper kann sich vereiwen. Dort ist wichtig, dass wir nehmen Zeit, dass wir nicht bis einmal Dinge ohne Goal haben. Dass wir unsere Gedanken können vereiwen. Aber das Wichtigste ist, besonders für Christen, ist, dass wir lassen unseren Seil vereiwen. Wir geben unser Seil Rü. So, wir gehen in unsere Sonntag, Zeit, das ist nicht online. Wir gehen in eine Serie durch, das nennt sich eine Zeit für Erweckung. Eine Zeit für Revival. Und ich kann ein klein bisschen ein Bild, was mir ankam, und dort ist das Werbe sein. Wir hatten in Schlamms, wo auf uns Arm oder auf uns Körper, und wir fuhren einen Doktor, dass uns der Doktor kann operieren an den Schlamms. Würden wir wollen, wenn wir Tauben down und rumgehen down und rumrennen down und Tauben, wenn wir am Bad sind, würden wir wollen haben, dass der Doktor so an dort Video an den Schlamms schneiden. Wir würden sagen, sehr lang nicht. Wir würden mal rühren, wir würden mal still sein, so dass Gott oder der Doktor die Arbeit kann tun.
So ist es auch, wenn wir wollen haben, Gott soll in Erwartung bringen nach uns. Wie man uns ans Hort stell merken, wie man uns ans Hort lassen verreven, dass ans Hort stell ist. Und ich sind ganz, ich sage mir ganz sicher, dass Gott will ein großes Ding tun in 2021. Er will der besonders die Mennoniten Volk eine große Arbeit tun. Aber wie man uns reinmerken für die Arbeit? Wie man uns Hort stell merken, wie man uns Hort lassen verreven, dass Gott seine Arbeit, was er will tun, er will seine Tag abwägen, dass er kann die Arbeit tun. Das ist ein bisschen eine karte Andacht und mich freut, dass Sie sind von dem mit uns mit. Und ich schließe auch will etwas bekannt merken, dass hier in Ontario besonders, wie Predigers, wie können der Weg taub kommen mit Menschen, die müssen bis ein Appointment merken und wir nehmen wirklich Zeit für ihn. Und wenn Sie wollen uitrekenen an mich, Sie können auf WhatsApp mir ein Message schicken, wenn Sie wollen, oder die Tag phone und wir würden wirklich Zeit nehmen für die. Und wenn Sie Frauen haben, wenn Sie ein Timer haben, wo Sie wollen haben, ich vielleicht eine Karte Andacht soll tun, dann mir auch ein Message schicken und wollen wir sehen, ob ich Zeit eine Antwort geben. Und ich weiß, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und einen guten Tag.